Ich schwenke Nummer engem Abschnitt, den ha ich schon enkeier 4 gedrohe Ginas an der Chamber. Und zwar während der 2. Januarwoche 1993 eng Überschwemmungskatastrophe als Land Themgesicht huet, wie mir se nach kaum jemals 4 Druckant tun, du war jeder der Meinung, dat wären emolicht Evenement, dat ich so bald net mir geif wiederhole. Sowohl das Ministère der Energie wie auch das Ministère der Familie schwätzen an Antworten auf Coupéen von einem Charakter exceptionell, voire centenal, von der Überschwemmung. Sie sollten sich, wie es sich herausgestaltet wird, gehörig geirrt tun. Knapp ein Jahr mich spät, Ende Dezember 1993, wird dieselbe Katastrophe sich Remmenkehr wiederholt. Und ein weiteres Jahr mich spät, Anfang Januar 1995, wäre Remmenkehr so weit. Das war den Ehrendeputierte Robbie Mehlen 1995 an der Chamber an enger von ihm gefrotener Interpellation. Das ist eigentlich nicht nichts. Wir haben verschiedene historische Daten hier, schon nach Pono gesicht, 1880, 1918, 1977, 2003, dann die Purkehren an 90er Jahren, 2011, 2021, da fehlen dann ein Party. Mit dat sinn eben so historisch Heichwasser, die immer rumkommen hier an unserem Land. Was sind Ursachen davon? Das ist am ganz einfach, dass wir ganz viel Regen in kurzer Zeit raufgeht. Wir hatten 100 Liter auf den Meter Carré an Zeit von 24 Stunden teilweise, das ist so ein Fall. Zumal dann, wenn es auch die D4 schon viel geregnet wird und der Boden nicht mehr kann opholen. So Situationen kommen immer vor. Das heißt, der Hauptgrund ist ganz einfach Meteorologie, Wetter. Und dann haben wir ein paar die Einflüsse natürlich, Bodenverdichtung, Bodenversiegelung, Kanalisation, Flussbegradigung, alles das hat einen Einfluss und alles das zusammen führt dann zu dem bekannten Resultat. Was sind als Möglichkeiten, da anzuwirken? Ja, wir müssen gucken, für präventiv anzugreifen. Ob wir da haben wir leider nicht viel Einfluss. Da können wir nichts machen. Bodenverdichtung können wir etwas machen, das betrifft Landwirtschaft, das ist auch schon nur geschwärzt gehen. Bodenversiegelung können wir etwas machen. Wir haben das Problem, hier dass viele Plätze immer mehr so betoniert gehen, wo das Wasser nicht mehr kann aussickern, umso mehr schnell an das Wasser ranläuft, was natürlich dann zu negativen Konsequenzen führt. Wir wollen natürlich für Bodenversiegelung schwätzen, da kommt nicht allein auch von unserem Wachstum zu schwätzen. Und ich wollte eigentlich so, was ich so tun, von 1990 bis 2015 als mehr Terrain verbaut in hier am Land wie an all den Jahren verdrungen. Am Jahr 1990 waren 4,3% von unserem Territoire verbaut. Am Jahr 2015 waren es 10%. Das sind also pro Jahr 2 Hektar Natur zerstört und verbaut. 2 Hektar, das sind einfach selbst 40 Stellen, mit das sind 4 Fußballterrain, die also all da verbaut sind. Das sei geschwert, für das drauf zu drücken auf 1 Hektar. Mir auch das für nach immens viel an als Fläche hier im Land ist begrenzt. Und wir brauchen so für viele verschiedene Sachen, Landwirtschaft, Natur und so weiter und so fort. Und weiter haben wir 80% von den Fichtgebieten, die heute zerstört sind. Wir haben just noch 2% von unseren Bergen, die gut propert Wasser haben. Das hat nicht direkt zum Heichwasser zu denen, aber auch das ist traurig. Und alles das ist natürlich auch das Resultat von einem ganz starken, ungebremsten, unkontrollierten Wachstum und natürlich auch Verdürbelung von der Bevölkerung, die man kennt und am Gange sind zu kennen. Wenn wir hinsteuern, auf das Jahr 2030 gehen wir Richtung 800.000 Einwohner. Da muss noch viel mehr gebaut gehen, Häuser, Infrastrukturen, Straßen, Eisenbahnen und so weiter und so fort. Und das wird sicherlich die Situation auch nicht verbessern. Das führt doch dann dazu, dass man natürlich mehr muss bauen, Bautepolitik. Hier ist es gesagt, geht von verschiedenen Ferien, wir sollen mehr Haus und Lot bauen, Haushäuser,
Tiny Houses, ja, das alles schön gut, muss ich aber trotzdem auch auf der anderen Seite bedenken, dass die Lebensqualität auf so Plätzen nicht dieselbe ist wie am traditionellen Haus, für immer die letzten so 100 Jahre erkannt haben zu Lützeburg. Und das auch schön, weil Junker so, und sie wären begeistert für so etwas, aber so, weil mal der Teil von den Jungen, wie so ein Kanner kriegen, dann hätten sie auch wahrscheinlich aber gerne ein Haus mit Gärtchen, also sie gehen nicht unbedingt gerne um 10. Stock um Belval wohnen an einer Betonsfüße, weil so gesagt ist. Ja, Flächeversichelung vermeiden. Und dann auch da das schon gesagt gehen, wir bauen leider Gottes nach immer do, wo es gefährlich ist, nur beim Wasser, teilweise über Überschwemmungsgebiete oder nirgendwo. Und am Juli bei dem Heichwasser hat vielleicht auf verschiedene Plätzen, die da ein bisschen witzige Situation gesehen, für so zynisch auszudrücken, wo da so Panoen hat, wo Dropstung, ici bientôt nouvelle Résidence, an der Stungen die do Matten an engem riesengroßen See an enger Wiss. An Schmengen, da kann ich schon vorstellen, wenn man auf so Plätze bauen gehen, wo Lotwasser schon immer steht oder ein Keierstung wie wahrscheinlich immer rum kann stehen, da gibt man natürlich Probleme sichern. Und das ist nicht nur noch Bengerplatz, das hat noch viele Plätze daher im Land gesehen, und ich gebe es so, und das auch gesagt gehen, wir müssen viel mehr vorsichtig gehen, wo wir bauen. Wenn wir nur bei einem Fluss bauen gehen oder bei einem Berg bauen gehen, dann gehen wir Probleme sichern, die man im Voraus Licht vermeiden. Ja, vieles ist gesagt, ich will noch auf 2 konkrete Sachen eingehen. Das ist, das ist der Stausee. Wir haben hier der Stausee, der funktioniert ja auch teilweise ein bisschen für den Wasserlauf sauer zu regulieren. Was dann noch hilft, für beim Fall von viel Regen ein Heichwasser so gut wie möglich zu vermeiden. Das ist etwas, das geschieht in der Regel am Winter. Weil am Winter haben wir traditionell immer die starken Heichwasser gehabt. Da ist es aber so, dass wir immer mehr, und das konnte in Europa auch feststellen, über die letzten 50 Jahre, dass wir immer mehr Heichwasser am Sommer haben. Aber par contre, das ist interessant, allerdings Männer am Winter. Das ist nicht unbedingt so, das von der Technischen Universität Wien und Stadt nachgelesen, es ist nicht unbedingt so, dass wir viel mehr Heichwasser haben. Wie ich verlehrt, das ist der Fall vom Winter auch auf den Sommer, an die Tendenz, die scheint weiterzugehen. Und da sollte vielleicht überlegen, für auch am Sommer, zumindest wenn wir so einen regnerigen Sommer haben, wie den wir hatten, für auch dort den Stausee besser als Regulator zu benutzen. Dann sie ganz viel gut Maßnahmen in Kraft gehen, das muss ich noch so an den letzten 30 Jahren. Ich meine, das von den Heichwasser rast, da reagiert Politik ja auch direkt, dass das noch ein bisschen abschläft mit den Jahren, dass das auch zu Spruch kommt. Ich will ein Beispiel hier hervorheben, wenn das auch schon gesagt wird, das Wäldchen 1999, als du in Damm angeweiht gehen, die 500.000 Kubikmeter von der Werk kann speichern am Fall von viel Regen. Und ich erinnere mich als Kann 1993, wie die Werke zu Ettelbreck, dem uns nach ohne den Damm enorme Schritte gebracht hat. Und das konnte den dadurch verhindern. Und ich meine, das ist eine ganz interessante Sache und eine gute Sache, die auf jeden Fall in Zukunft sollte mehr in Konsideration ziehen. Das sind die sogenannten Heichwasser-Rückhaltebecken. Und ich könnte hier vorschlagen, dass man so ein Dispositiv von vielen so wie kleinen Dämmen oprichten, für das Wasser auf viele verschiedene Plätze zu verzögern. Die Dämme könnten bei viel Niederschlag dann den Aufluss vom Wasser bremsen und damit dem Heichwasser spitzt brechen. Die Meistwasser leben von ihrem Ursprung irgendwo an der Gewässer. Also sie ziehen Kilometer weit durch weitlebig Wiesegren, und das heißt, wo große Quantität von Wasser auffallen, die am weiteren Verlauf als ein kleiner Berg gefährlichen Strom machen. Wenn wir das fertig bringen, und zusammen habe ich natürlich mit den Proprietären so ein System von niedrigen Dämmen, sogenannten Hochwasser-Rückhaltebecken, an den Wiesen, vielleicht die vor allem auf den kruzialen Plätzen zu installieren, da könnte man bei einem Katastrophenfall die große Quantität von Wasser zurückhalten. Und da gibt es Berge sicher Männer ausschwellen, und Männer gefährlich gehen, das natürlich da immer ein Gefahr bleibt. Das ist aber alles nicht neu, das tun wir schon
vier gedrohen ënner anderem schon gesot huet Robbie Mehlen dat schon proposéiert fir 25 Joer. Mich schmengen dat dats die sinnvollsten hëllefreisten Idee, déi et fir als gëtt fir die Ortschaften oder Daylight ze schützen, déi no Wasser sinn so nicht Merci.